Guten Morgen, alle. Ich heiße euch alle herzlich willkommen hier zu diesem Gottesdienst von dir. Und ich möchte Gott seinen Gnade, seinen Frieden noch mit uns sein. Und dass wir mal da ans Üben sein Wort zu verstehen. Aber ganz besonders, dass Paulus sein Gebet wird für die Pfeiser, dass sie immer da machen, begreifen, wer das Gott ist. Dass sie immer da machen, verstehen können, wie groß die Hoffnung ist, dass eigentlich Gott uns kann reitmerken. Und so muss das ein Ziel sein. Dass wir immer da wollen abchecken, wer Gott ist, und dass wir uns mit ihm zufrieden stellen. Dass wir das noch nicht zufrieden haben, fängt uns bei ihm. Ich habe von dir ein Thema, was auch ein großes Thema gewesen, dass man plötzlich redende Menschen, auch viele unterstehen. Und dort steht, Kaun ein Christ der Radung veliern. Kaun ein Christ der Radung veliern. Ich will dir noch nicht kurz die Antwort geben, als ja oder nein. Wenn von einer Seite an, kann ein Christ der Radung verlieren, die Frau, die ist so gestellt, dass du auch gleich eine rechte Antwort zu geben. Aber wenn einer nicht bist, wird lieber Frau, kann einer der Radung verlieren. Da wird wir können sagen, ja und nein. Weil wir erstmal fragen, was meinst du mit der Radung? Von was von der Radung redest du? Aber wir wollen von dir ans Thema soll da gehen und kann ein Christ der Radung verlieren. Was ist ein Christ? Und so, da wir erstmal da noch handchecken, was ein Christ ist, wenn wir dort erstmal klar haben, was ein wirklicher Christ ist, dann können wir erstmal sagen, von was wir reden, wo ist der Radung verlieren kann oder nicht. So, ich will von dir nicht mein Gott-Denken hier bieten. Das habe ich tief auf Nähl abgehangen. Was ich getan habe, ich habe die Bibel genommen. Ich habe Schriftsteht genommen. Und dort mit der Bibel habe ich gesagt, dass wir unsere Radung verlieren können. Aber das erste Mal, wir denken, das erste Mal, wir uns fragen, ist, was meinen wir mit einem Christ? Wenn wir das nicht klar haben, wer ein Christ ist, dann haben wir das klar, dass der kann die Radung verlieren oder nicht. So, ein Christ, aber erstmal wir sagen, was nicht ein Christ ist. Und du musst wir sagen, klar mit sein. Wenn ich sage, ja, ich so aus dem Salz gemerkt, der Christ. Wenn ich sage, das ist nicht ein Christ. Aber, was wir sagen, klar merken, was nicht ein Christ ist, das ist, wenn Mensch sich auf Salz gemerkte Dinge verlässt. Auf Dinge, was der Salz getan hat. Weil wir müssen mal ein paar Punkte kicken, was nicht ein Christ ist. Ein Christ ist nicht einer, der mal ein Gebet hat nur gesagt. Dort merkt, wenn du hast ein Gebet nur gesagt, du hast mit wem Tipp Gebet, der auf die ein Gebet einlädt, dort merkt die nach echtem Christ. Aber die bist vielleicht mal wo in die Ferien gegangen, wenn in der Evangelisation du warst, dass die bist in die Ferien gegangen und du hast somewhat neu gemerkt. Dort merkt die nicht dem Christ. Oder du hast vielleicht auch mal mit einem Seelsorger geredet. War das dort, wenn wir mit einem Seelsorger reden? Nein, das soll wir tun. Weil uns Halt fehlt, wir sollen unbedingt gehen mit wem reden. Wir sollen unbedingt uns einer den anderen uithalten. Wir sollen uns nicht zu groß tun. Denn wenn wir nicht durchkommen, wenn wir die Schrift nicht verstehen können, und du hast ein vertrauensvoller Bruder, der kann uns halten, der kann uns durchleiten, soll wie eine Seelsorge durchgehen. Dort ist unbedingt nicht arg. Aber merkt dort uns dem Christ. No. Oder, trotzdem mir mit, ich sehe, du bist ein Christ, wenn ich in eine christliche Familie sie abgewaschen. Merkt dort mit dem Christ. Auch nicht. Oder, habe ich mal in meinem Leben mal eine Entscheidung genommen. Für Christus. Habe ich mal eine Entscheidung genommen für Christus. Merkt mich dort dem Christ. Absolut nicht. Soll wir eine Entscheidung genommen haben für Christus? Yes. Aber die Entscheidung, was ich gemerkt habe, merkt mich dort dem Christ.
wenn Gott sein Jes in uns wirken hat, und das trägt uns, und wir nehmen die Entscheidung an, durch nicht zu fallen, das ist ein gutes Ding. Aber bloß einfach muss es von der ersten Tag so sagen, gebraucht wird, ich kann eine Entscheidung genommen, ich kann mich entscheiden für den Herrn, merkt mich dort im Christ. No. Dann war das so, was wir haben können. Er hat Jesus im Hart gekriegt, etc. All die Dinge, was ein Mensch so sehr sich abberiehen hat, was er selbst zu tun hat, merkt mich dort alle im Christ. Absolut nicht. Und doch sind hier gute Dinge gemacht. Mit wem zu beten, das ist ein gutes Ding. Das geht nicht zu verachten. Mal wohin gehen, mal mit wem reden. Wann muss sein, du hast eine Evangelisation. Und du wirst eine Ferien gekriegt und du hast wirklich wer von Horten berührt. Nicht besäbert. Weil wir viel muss, ist das eine Besäberie. Aber wenn man sagt, du hast wer eine Ferien gegangen, wenn der Yes klappert am Ohren. Und der weiß in dem Moment vielleicht nicht besser. Aber dort der erste Ferien gegangen. No. Luther wird so ein Mensch dort an, da wie euch was am Gerät hat. Was am Gerät wird, ob ihr Gott hat in den gemoved. Und so sind Dinge hier machen, wo wir euch kann unbedingt was in den Fenster schmieden. Das sind euch unbedingt schlechte Dinge. Die Trouble ist bloß, wenn ein Mensch sich du abverlässt. Da was er getan hat, dort wo er am ersten Christ geworden, yes, da kann sie eine Radung verlieren. Wenn es damit wieder sein, der hat eine Salz gemerkte Radung. Wenn Jesus will sehr klar mit dem. In Matthäus 7, Vers 21 bis 23, wie Jesus all sehr klar, du merkst, dass all die, was sich riem, even mit Herr sein, all die, was du sein Herr, die sollen sich nicht dort verluten, was sie entstanden werden zu tun. Einmal in Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Er sagt, so steht, die wollen nicht alle in das Himmelreich kommen, die zu mir Herr sein. Du kommen bloß deinander, du tun, was mein Vater im Himmel haben will. Soll wir auf einmal bloß diese Verse lesen und das nicht wieder lesen? Und dann wird wir uns auf einmal vielleicht doch können, ab uns selbst beriemen und sagen, wir müssen tun. Yes, wir müssen tun, was die Frau ist, wer das. Wer kann. Wenn es der 22. Vers leicht, diese 21. Vers gründlich ut. Wir sollen tun, und wenn wir uns dort beriemen, dass wir getan haben, dann wollen wir verloren gehen. Möchten wir das gleich, wo das hier dargestellt wird. Und Jan und auch wollen viele zu mir sagen, Herr, habe ich nicht in deinen Namen geprophezeit, in deinen Namen so und nicht getrieben, und in deinen Namen viel gewollten getan? Der 21. Vers sagt, du sind bis da, der kommt bis dein Namen, der wird tun. Und der 22. Vers, der wird tun, die gehen verloren. Wo will uns das sagen? Die kann gleich. Wann du noch wer wird, in Sturm sein zu tun. Glaube ich nicht, Gott wird denen die Anerkennung geben. Korrekt ist heute Hiob, sage ich. Hiob 38, ist das Hiob 40, wo ich sage, beweis doch mal, was die kostet. Wies die mal. Du mal deine Fien Einhang leer bringen. Du mal, wies die mal, was die kostet. Da wo also Gott dir die Anerkennung geben, dass die mit deiner eine Kraft, die ihr Rat hast. So. Hier sehen wir diese zwei Verse. Manchmal, wo uns Messgerecht beschuldigt worden, okay, wir tun uns wahrer sprechen. Wir tun uns nicht wahrer sprechen, wenn wir lesen bis die Bibel. Und die 21. Vers sagt, die tun, und dann die 22. Vers sagt, die, die tun, die werden verloren gehen. Er sagt, dann wo ich da am sein, ich habe die noch nie gekannt, was ich mit ihnen geschlachte. So, was will uns das alle Tipp sein? Wenn wir uns dort verloren, was wir getan haben, und wir wollen haben, dort soll Gott uns im Himmel erlauben. Da haben wir uns bis selbst euch geschmerzt. Und Jesus, wir haben noch nie nicht Gemeinschaft gehabt mit ihm. So, um das klar zu stellen, wenn es die Frau wie dieses, kann ein Christ der Radung verlieren. Wenn es das Wort Christ, was wir hier machen. Wir müssen erstmal klarstellen, was nicht ein Christ ist. Er wird uns noch nicht im Christ mehr entdeckt. So, wir wollen unbedingt gucken, was ist dann der wahre Christ. Zu sein, als im wahren Christ der Radung verlieren kann. So, aber ich möchte, dass wir wie hier wieder gehen, weil wir uns hochnehmen, weil wir mit dem Gebet anfangen. Himmlischer Vater, wir kommen vor dir und wir danken dir für diesen schönen Morgen, was du uns gegeben hast. Und dass die nur Tag für Tag immer nie erst über uns.
En Herr, wir weten dat best du wie ons held, dat zijn niet wie zelfs. En du met riem wie ons, dat du best, Herr. En dat die alle eer traf. En ganz besonders bad wie dat die in diesem Moment hier was met ons zijn. Dat die ons was dit verstand opdagen, dat die ons was dat hart opdagen en dat we kan dat vernemen wat die woord wil te ons zijn. En dat we dat vernemen kan, wat grote hoopning is dat die voor ons has. Herr, dat is een hoopning wat we niet ons zelfs aan uitgearbeitet, maar dat is de hoopning wat du ons geeft, wat du al die gelovenden geeft. Dat du best. Dat ik dort van eeuwigheid her is dat gewählt had, dat is dat te doen. En ik bid dat die mocht ons zo'n harten geven, dat einfach den Zweig te vernemen, zoals du dat alle geplant hast. En we bidden die dat die noem, du daar mag verherrlicht worden, in Jezus die noem. Amen. Zo. Met dit nu im zijn, wat nu niet in Christus is. En dat is in Christus kan zijn Radung verlieren, is dat op ihrem sehr wichtig. Dat we ons dit vertrouwen doen. Gaan we onze Radung verlieren? Weil dan moeten we ook eerst mal zijn, wat zijn we? Zijn we in Christus, oder doen we ons beslis wanneer we in Christus zijn? Zo. En de beste weg, om dit onzeten zijn als een werkelijke Christus de Radung verlieren kan, dan kan we niet naar onszelf gaan. Dan moeten we naar de Bibel gaan. We kunnen niet aan ons ene goed denken, en aan onze enige fehler, wens onze enige fehler worden ons onschmeer. En wanneer we reden van onze enige fehler, we hebben best wel een paar Beispiele nemen. Paulus en Silas, das zum Beispiel. Want die hadden wel op ihre enige fehler buren. Du im Gefängnis. Eerst worden ze goed daar geklapt, en ze worden niet daar geklapt, wegen ze wat anders gedaan hebben. Ze worden daar geklapt, wegen ze glad gehoorzaam zijn. Wegen ze dat ware evangelium predigen. En het zult geloof worden. Maar nou, die kregen ze groot het einde. En dan worden ze nog in het eerste pot van Gefängnis eingestapt. I mean, want ze hadden wel op ihre enige fehler buren, ze schurben zich toen niet zo geraad gefällt haben. Zie? Du in Gerutz heb je maar niet op onze enige fehler buren, en ze talen, wat het met mij, wat mijn Gerutz feilen dat. Also wir müssen naar de Bibel gehen, nicht naar onze fehler. Naar de Bibel gehen, zijn wat de Bibel dazu sagt. En ik heb 7 Punkte. 7 Punkte uitgenomen, om kijken zijn als we onze Radung verlieren können. Wens eerstens is dat we moeten kijken, wat is den werkelijken Christus passiert. Punkt Nummer 1 is dit. De Christus is een nieuwe creatuur. In Christus is er wat nie geworden. Punkt Nummer 2. In Christus is losgekauft. Von denen ist eine Tooling gemerkt. En in Christus is gerechtvaardigd. De derde Punkt. In Christus is gerechtvaardigd geworden. Den is die Christus seine Gerechtigkeit teurgesprochen worden. Dat wil ik dat in Christus so gerecht is. Aber den wordt de Rechtvaardigung teurgesprochen. En in Christus is dat eeuwige Leben versprochen. Gott hat das versprochen. Der hat den das eeuwige Leben versprochen. 5. Punkt. In Christus is getegend met den Heiligen Geist. Gott tegend in Christus met den Heiligen Geist. En in Christus, der was ook in der Heiligung. Das ist der 6. Punkt. In Christus, der wordt heilig. Die warst du an, die nahm toe. Waarom was die? Da waren wir wieder te lang, waar we du nemen gaan. Waarom was in Christus? Wens Gott wirkt de Heiligung in dir. Da had je weer schon mal al van in der Schule geleerd. Wer wirkt de Heiligung in uns? Gott, der Herr selbst. Gott ist dort, wer das, wo wirkt der in uns? Weil wo wir sein in Hebräer. Wo heute sind gestrufen und tragweisen dat. Dat ist heute wir uns belehren dat. Und dann sag ich, en in Christus is dat je garantie dat hij wordt verherrlicht wordt. Dat is een garantie. Dat is dan deze dat versprechen, hij wordt ons verherrlichen. Zo, met die 7 Punkte im zijn, waar we moeten kijken, wat het dan wordt brengen, wanneer ons dit niet passiert is. Wanneer we dit niet hebben, wat we hier van deze Punkte hier zijn overgegaan. Dat in Christus nie geworden, was die nie geworden. Heeft Gott wat nie het gemerkt van die. Was die ware geboren. So, en de eerste Punkt hier zo,
En Christus ist eine neue Kreatur. 2. Korinther 5, Vers 17 und 18. 2. Korinther 5, Vers 17 und 18. Da sagt Paulus es dit, sagt er, du wen, wann wer in Christus ist, dann ist er ein neuer Mensch. Da wird er vorher wieder ist nicht mehr und ist nu wird nicht geworden. Das kommt alle von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns die Abgabe gegeben, Menschen von Gott sein Eugebot unterreden, mit am versöhnt zu werden. Ja, mal. En Christus ist da, wer du es wird nicht geworden. Wir das wenigstens heute eine Entscheidung genommen, er will eine neue Kreatur sein? No. Er sagt, das kommt alle von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Nicht für sein Wort, wann das. No. Er sagt, der hat sich, wenn wir aufrichtig sind, wenn wir dort nicht näher wollten, dort wir nie geworden sind, dort du was Wunderbares in uns Leben passiert ist. Wenn wir nicht diese Sicherheit haben, dann sage ich, du wegen, wenn wer in Christus ist, dann ist er ein neuer Mensch. Sei wie nie geworden. Was meinen wir mit nie geworden? Die sind, wo unsere fleischliche Natur so anhängt, ist uns die ehrlich geworden. Gott sei Dank, wenn das ist. Wo kommt das? Wo jaft das uns da? Dort ein Mensch auf einmal einen Ekel kriegt an die Sinn. Dat is einzig Gott geruht, als dat wir bei uns wirken, wir uns so wirken in uns, dat wir einfach ein Ekel kriegen da an. Hier kann keiner mit sich selbst pochen. Die einzige Ursache, warum ein Mensch die Sinn ärgerlich wird, dass er nicht mehr durch ein Gefallen hat. Und hier war einer ein kleines Kloster. Wenn eine Person auch noch mit dem Müll sein, er gleicht den Sinn nicht über von heute weiter sagen, Gott, der gleicht dir, wenn er noch nicht wahr geworden ist. Das ist ein Ding. Wenn wir reden von den ärgerlichen Sinnen, die wir gelebt haben, wenn wir trägen und wir denken daran, wenn wir nie Kreaturen geworden sind, dann geht uns ein Grüssel durch. Uns geht ein Ekel durch. Wenn wir uns trägen besäuen, und eben noch, wenn wir eine neue Kreatur sind, wir sind actually manchmal nicht mehr mutig mit uns. Wir fühlen uns so sündig. Wir fühlen uns verkehrt wie kommen. Warum fallen wir dort? Wenn Gott sein Yes, als dort wir an uns wirken nicht und der weiß uns, wer wir sind. Meint dass wir haben unsere Radung dann verloren, wenn wir mal nicht zufrieden sind mit uns selbst. Wenn wir gehen in den Spiegel gucken und wir besäuen uns selbst und wir haben durch kein Gefallen an was wir da sein. Meint dass wir dann an der Radung verloren? No. Da kann eben die Rutsch nach der Theken sein, ob wir überhaupt gerat sind. Wenn ein Mensch, der so viel von selbst hält, der gleicht sich in Spiegel zu besäuen. Der gleicht sich auf die Brust zu klappen, in Wesen, was er alles kann. Aber ein Mensch, der eine neue Kreatur geworden ist, der hat die Ursache gekriegt, von wer er wirklich ist. Und er sagt, und das kommt alle von Gott. Das kommt alle von Gott, nicht von Mensch. Der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. So, was ist da nu in Christus? In Christus ist nicht bloß immer ein besserer Mensch geworden. Das ist nicht, was das meint, in Christus zu sein. Bloß ein paar Los ab Neul abhängen. Bloß ein klein bisschen Änderung in uns Leben mehr und was eben angläufende Menschen mehr und anderes in ihr Leben. In was für ein Beispiel würde ich Ihnen gerne geben. Weil man sein, ein Mensch, der überhaupt nicht mal an Gott glauben hat, der war ab in seine Jugendjahren. Und der vermachelt seinen Lohn jeder Weg. Der gleicht auf einen Weg zu Party. Aber er wird doch alle. Und das fängt nur nicht mal so viel Nies an. So, er befriedigt sich, hat eine Familie, und die bleibt da alle tüß. Da hat sein Leben geändert. Meint das erst ein Christ geworden? No. Sie, so eine Beispiele brücken Menschen mal glauben, sie in sein Leben hat geändert, so dass man dann nicht ein Christ sein. No, wach ich mal nicht. Irgendwer ändert. Irgendwer, der gibt eine bessere Version von sich selbst. Das ist der Schreiber sagt. A Christian is not
not simply an improved version of a person. Also, ein Christ ist nicht bloß eine bessere Version von einer Person. No, das ist nicht von was das redet. Ein Christ ist eine ganz neue Kreatur. Das ist eine ganz eine new creation. Das ist das nie gemerkt worden. Alles ist vergangen. Das ist ganz nie geworden. Er ist ein Christus. Für ein Christ, dass er kann seine Radung verlieren, dann muss die neue Kreatur zu nichts gemerkt werden. Sagt die Bibel auf eine einzige Stelle, dat nie, dat verjährt, nu weet dat alle waren 3 en 4. Heb je eine einzige Schrift steht, wo je dat kan met ving. Du zijn überdag zoveel Schrift stehen, dat alle is vergaan, hij heeft alles nie gemerkt. Wat gaat dat nie, waren 3 oud meer? No. Dus niet eine Schrift steht, wo we dat kan met bewijzen. Dat hij dat, wat hij nie gemerkt heeft, dat hij dat waren wat een loten verkoop. Dat is ons trouwens. So, ein Punkt habe ich nu al gezien, wo der een Christ niet kan. Und dann hier reden wir von einem wahren Christ. Ein Christ wird als nie gemerkt worden von Gott. Nicht von was er selbst getan hat. Dass Gott das nie gemerkt hat. Und nicht auf eine einzige Stelle, sei wieder, dass ich war hohl. Dass Gott das, was er nie gemerkt hat, dass er das war, ausmerken hat. Das bleibt nie, das nimmt uns noch top. So, das ist der erste Punkt. Ein Christ wird als eine neue Kreatur geworden. Der zweite Punkt ist das. Ein Christ ist losgekauft. Von denen ist eine Tooling gemerkt worden. Okay? Und das sehen wir in 1. Petrus 1, Vers 18. 1. Petrus 1, Vers 18. Gott hat den Preis getoolt. Das war so ein Denken, den Preis getoolt. Wer hat den Preis getoolt? Wie soll's? No. Gott hat den Preis getoolt, jüngst von der Dode weer rauf zu raden. Da je von jene Veralderen mitgearbeitet haben. Und wenn wir hier wollen, nicht, dass wir streiten, dass hier ist nicht in der Aufsinn mit uns mitgekommen, wir haben die von unseren Veralderen mitgearbeitet. Von wo? Von Adam einfach. Und so steht durch jeder Generation, haben wir den Sinn mitgearbeitet. Und eben wenn wir bis geboren werden, und nie nicht, was Gott oder was Schlechtes jemals haben können, und Gott uns der ewige Verdammnis gibt, dass wir danach ganz reich wenigstens von wem wir kommen. Wer wären unsere Eltern? Wem's Kinder sind wir? So, Gott hat den Preis getoolt, jün von der Dode weer aufzuraden, da je von jene Veralderen mitgearbeitet haben. Und je wollten, dass wir nicht mit selber oder Geld passiert. Aber heute betont, dort verjünt mit Christus sein Blut inleben, dort Gottes Lohn, und dort keine Sinn oder eingeschickt wird. Und dort Gott durch die gewählt hat, euer hat die Welt den Grund lehrt. Das hat Gott sich all ewig geteilt, euer hat die Welt den Grund lehrt. Aber erst am jüngst halben nu zu der letzten Zeit mit am Verdacht gekommen. Dort ist auch, woran je jüngst vertrauen in Gott sagen kann. Jongen, dat het hier zo klar ist. Dat ist die Ursache, warum je auf Gott vertrauen kann. Nicht auf den selbst. Dat hij dat alle gedaan hat, dat hij diesen Plan hat, ihn zu raten, dat ist die Ursache, warum wir kann Gott vertrauen. Da Jesus vom Tod abwuchs, in so eine große Herrlichkeit gab, so dat jene Glauben und auch jene Hoffnung in Gott ist. Wils je an de Wahrheit holen in jene Säulen, durch den Jes en wahre Bruderleib gereinigt haben, sieht jent euer Honor wirklich vom Harten Gott. Dort nie leben. Nu wollen wir mal sagen, kijk, wir sind losgekauft, wir haben ein neues Leben gekriegt, wir haben natürlich der erste Punkt, wir sind eine neue Kreatur geworden. Und hier redet Petrus auch noch von, er sagt, dort nie leben, dort je nu haben. Nicht, dass die ein Tag worden haben. Er sagt, das nie leben, dort je nu haben, hab je nicht von jenen Eltern gekriegt. Dort nie leben, dort, was je nu haben. Dort habe je nicht von jenen Eltern. Dort hat kein Mensch ihnen könnt geben. Dort leben, dort da jent geben, dort verjährt. Dort, wo Menschen jent beiden können. Dann lot da noch die Eltern sein, der nutzte noch ans, und der nutzte im Fleisch. Even dort verjährt.
da wat de Älteren beiden kennen, even dort vergeht. Dit nieuwe Leben wordt ewig blijven. Wat meint ewig? Dit nieuwe Leben wat Gott ihnen gab, dit blijft ewig. Weil dort kommt von Christus, dass Gott sein ewig Leben jetzt wird. Das bleibt ewig. Okay. Wenn wir das nicht mehr würden, das was ich sagen, na, ihr habt ewig Leben, aber ihr könnt das ewige Leben verlieren. Das ist das ewig. Das ist nicht ewig. Das ewige Leben, was Gott gab, das bleibt ewig. Wegen anders wie ewig nicht mal ewig. So. Das wird losgekauft. Auf Englisch ist das redeemed. Das meint, das ist eine Tooling, als du für gemerkt. Du hast wer was gekauft. Ein Preis ist getoolt. Du hast einen Preis getoolt worden. Und wir werden gekauft mit Jesus sein Tod. Mit dort betont Gott den Preis für uns. Er kauft uns. Wenn Christus hat seine Radung verlieren, da wird Gott die Tooling mit einem Dreh schieben. Was Christus gemerkt hat, nicht was wir gemerkt haben. Da wird Gott mal sagen, mein Sehen, ich bin nicht zufrieden mit der Tooling, was du gemerkt hast. Das, was du getan hast am Kreuz, das ist noch nicht genug. Okay? Wenn Gott das nicht anerkennen will, die Tooling, wenn wir unsere Radung nicht würden verlieren, durch dort, dass du nicht Tooling nicht zugeregt hast, da wird Gott mal zu Christus sagen, mir ist doch noch nicht gut, was du getan hast. Du hast noch nicht genug getoolt für den. Ich nehme die Tooling nicht an. So, er würde mal den Schacher, die Tooling, was Jesus gemerkt hat, der würde mal einen Dreh schieben. Und da wird Gott auch mal nicht gut sein. Mein Sehen, ich bin noch nicht zufrieden mit dem, was du getan hast. Und was sage ich aber von seinen eigenen Sehen? Mit die sehe ich sehr zufrieden. Nicht mal bis ein Bett. Mit die sehe ich sehr zufrieden. So, wir haben 2 Punkte besäumt. Erstens, die neue Kreatur, der wird an Matten vergehen. Und zweitens, Gott wird die Tooling nicht Matten gut sein. Aber wir würden keine unsere Radung verlieren, wenn wir wirklich in Christus. Wenn es in Christus ist, in die neue Kreatur, für in Christus ist diese Tooling gemerkt worden. Wir sind noch 2 Punkte, die uns proben, dann, wir können nicht unsere Radung verlieren. Aber das sind noch mehr Punkte, die wir wollen übergehen. Dann haben wir in Christus ist gerechtfertigt. In Christus ist gerechtfertigt. Das sage ich nicht, in Christus wie gerecht geboren, das häufig nie gerecht gemerkt hat. Gerechtfertigt meint das, uns ist der Rechtfertigung zugesprochen worden. Uns ist was zugesprochen worden, was wir uns nicht verdient haben. Und wir wollten das in Römer 3, da redet Paulus davon, dass als Christus seine Gerechtigkeit, die uns zugesprochen ist, die was wir an Jesus glauben. Aber dann in Römer 5, Vers 1 und 2, wir sind gerechtfertigt worden, wenn wir wirklich in Christus sind. So Römer 4, Vers 1 sagt, da willst wir durch den Glauben gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch dem uns die Weich aufging, nur die Genut, und da wir stunen. Kann ich das Wort stunen hören? Wo ist ein Wort von Weich ist das geschrieben? Dort ist ein Present Tense geschrieben. Dort ist es das nü. Nicht du wie in der Genut. Da sage ich, nicht der, an der, was wir ein Tag wollen, stun, wenn wir reich genug wollen, glauben können. Oder wenn wir unsere Radung sagen, wir wollen vorsagen, dann wollen wir noch mal ein Tag zu stun. No, sagt er. Und da wir nicht tun, da der redet hier von nü. Da sage ich, durch den uns der Weich aufging, nur die Genut, und da wir stunen. Das ist das Present Tense. Und wir freuen uns in der Hoffnung, Gott seine Herrlichkeit zu sein. Wir freuen uns alle Tag. Dort er uns gerechtfertigt ist. Wir kicken dort nach das Werk, was Gott getan hat. Und er sprach uns der Rechtfertigung frei zu, ganzen Satz. Dort wird einfach, wir haben doch nicht Fingerbreit zu tun und sagte, ich kann mir die gewählt, ich will die raten, ich will mal wissen, wie gnädig ich sie. War das uns dort, wenn Gott sich einfach mal bis einen großen Namen merken für sich selbst. Aber dort hätte er das.
Und so, wenn wir mal kicken, dann wird für die Ursache Gott das deut, hij wordt ons best wel gerechtvaardigd maken. Je kan het onmogelijk zeggen, ik word het voor jullie doen. Zo. Dat we gerechtvaardigd zijn, dat meint dat hij verspraakt ons gerecht uit. Abraham gelooft Gott und dort rechnen die Arm aus Gerechtigkeit an. Hij rechnet am das an. Wie Abraham so gerecht, dass Gott duwing hat sollt, der Rechtfertigung zu sprechen? No, das sei wie in den sein Leben, dass wir gleich so. Hij wie ein bisschen schwacher, fehlerhafter Mensch. Aber was rechnet der Arm aus Gerechtigkeit an? Dass er glaubt. Aber wir wissen nicht noch, wo kommt das, dass ein Mensch glaubt? Das ist noch ein Thema von einer Seite. Dass ein Mensch überhaupt glaubt, das sei wie am Petrus. Der Bekenntnis, was er von Jesus gibt, sagt Jesus, der hast die nicht von Menschen. Der hat mein himmlischer Vater, die im Wort. So wie sein das, even dass der Mensch glaubt, dass Gott eine volle Wirkung in den warst. So, wie sein das, dass ein Mensch gerechtfertigt wird, der wird durch den Glauben gerechtfertigt, und der Glauben, der kommt noch von Gott. Wenn es in Hebräer 12, Vers 2 sagt, weil wir uns einmal in holen, der den Glauben an uns angefangen hat, und auch fertig machen wird. So, er gibt uns den Glauben, dass wir überhaupt glauben können. Und dann hält er uns noch den Glauben fest, der merkt den Glauben fertig in uns. Und dann durch den Glauben, was er in uns auf angefangen, rechtfertigt er uns. So, wofür können wir uns denn noch weiter zutragen? Absolut kein. Das als Gott, der sprach uns der Rechtfertigung zu. Und all die, was Jesus aus eins heraus hat, die, so ist die englische Version, sagt, they are declared righteous. Die sind bekannt gemacht. Da wird einfach uitgeroepen, diese sind reich. Manchmal besäumen wir uns selbst und dann fühlen wir uns nicht so gerecht. Warum? Wir leben hier noch in dieser gefallenen Welt, wir leben noch in diesem sinnlichen Körper und das fühlt sich manchmal nicht so gerecht. Aber das ist nicht, wo Gott nicht kijkt. Gott kijkt nur, was er getan hat. Er kijkt nur, was sein eigener Sehen getan hat und sein eigener Sehen, seine Gerechtigkeit, was uns zuspricht. Und sagt, für ein Christ, dass er seine Radung verlieren kann, da wird Gott mal einen Krieg gehen, dann wird er die Gerechtigkeit, was Gott uns zugesprochen hat, wahrnehmen. Da wird Gott mal die Gerechtigkeit, was er durch Jesus Christus uns zugesprochen hat, da wird er mal wahrnehmen. Und dann wird er uns mal ein Frischfeld gerecht tragen, und dann wird wir mal in unsere Sinn durch Salz. Da wird wir mal ein Salz für unsere Sinn durch anstehen. Weil in jeder einer Wort mal für seine eigene Sinn durch anstehen, weil er nicht in Christus ist. Wenn Christus seine Reichweite nicht über ihn als ausgesprochen, dann wird in jeder einer Salz verantwortlich sein für seine Sinn. So, da wird Gott mal dort alle drei mehr, was er versprochen hat, was er gesagt hat. All die, die an seinen Sinn Jesus Christus glauben, der Reichfertigkeit. Was Gott ihnen versprechen, jemals trainieren. Da, was er gesagt hat, was er dort bringt. Schau mal, so ein Gott habe ich nicht. Der Gott von der Bibel ist treu zu dem, was er gesagt hat. Und das Versprechen, was er gegeben hat, das hält er. Wenn wir antreu worden, das Paulus sagt, wenn wir antreu worden, Gott bleibt treu. Was meint das? Want dat wil ik daar op een van deze boodschap houden. Dat handelt zich van, als een Christ hier zo best werkelijk kon in zin leven. En daar willen we zeggen, klar maken dat het niet mogelijk is. We willen eerst kijken naar alle punten, wat er bewezen dat we werkelijk een Christ zijn, wat ons passiert is, en als we dat gaan loswerden. Wenn es nicht ein von diesen 7 Punkten, wo wir von dir und immer gehen, zum beweisen, dass wir in Christus sind, als sind, was wir selbst getan haben. Das sind alles so Punkte, wo Gott gewirkt hat. Und hier ist der 4. Punkt, als in Christus ist das ewige Leben versprochen. Das wo ich auch von reden. Als Gott antritt, dort, was er selbst versprochen hat. Schau mal. Er sagt, in Johannes 3, Vers 16. Das ist der Vers, was manchmal so weit mit der Kontext genommen wird. Das handelt sich nicht, was Menschen hier in Sturm was ist zu tun. Das handelt sich um, was Gott getan hat. Er sagt es dit. Gott seine Liebe für diese Welt ist so groß, dass er seinen einzigen Sinn gibt, dass all die an am Glauben nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Das ist eine Versprechung von Gott, was das hier sagt.
dat all die, die ons in den Sinn Jesus Christus glauben, dat eeuwige Leben haben. Was ist eeuwige Leben? Das eeuwige Leben, das ist die Versprechung, die wir von Gott haben, immer im Himmel mit Gott zu sein. Das ist das eeuwige Leben. Gott verspricht dort, dass wir immer du glaubt. Und wer ist das, wer du glaubt? Das sei wie am Petrus. Wer wirkt dort, dass der glaubt? Dass wir immer du glaubt. Die wollen das eeuwige Leben haben, wer immer du glaubt. Für ein Christ, dass er wird seine Radung verlieren, dann wird wir eine frische Meinung rücknehmen für eeuwige Leben. Da wird wir das eeuwige Leben einen anderen Namen abgeben. Wenn es ein Christ ist, je Versprechung für ewig zu leben. Und dann wird das Wort ewig mal eine andere Meinung abgeben. Das wird einfach wirklich nicht mal ewig meinen. Wenn ein Christ seine Radung verlieren kann, wenn es Gott hat, ist das ewige Leben versprochen und dann Luther nimmt er das drei, wo passt das drauf? Das geht nicht. Ewiges Leben ist ewiges Leben, das ist für immer Leben. Hier noch ein Punkt. In Christus ist mit den Heiligen Geist getätigt. In Christus ist mit den Heiligen Geist getätigt. Epheser 1, Vers 11, was 14. Epheser 1, Vers 11, 14. Da sagt es dit. In Christus hat er uns im Verüt bestimmt. Ich habe das Luten ersenken. Ich habe das Luten mal deutlich an uns Kopf geschrieben. In Christus hat er uns verüt bestimmt, seine Orben zu sein, so als er dort geplant hat. Und er führt alles so uit, als er dort will. Er bestimmt dort und er führt dort uit. Wer wird Gott brechen mit das? Das hat mir immer geteilt, sagt Gott. Das will ich auch tun, das ist nicht, was am Dreh hält. So dass wir, da wir ab Christus hoopten, der Erste wären, seine Herrlichkeit zu loben. Und so wird er dort mit Jünd. Er redet hier von mir, wie Jüden waren dort bestimmt, dass wir sollen am loben, und mit Jünd, nie redet er die Herden hier, sagt er, und so wird er dort mit Jünd. Die jede Wahrheit gehört haben, wo der je gerat worden in einem Gläubigen. Dann tegen Gott, Jünd mit den Heiligen Geist. Und was sagt die griechische Übersetzung? In Gott tegen Jünd mit den Heiligen Geist. Hier ist ein Wort Mann geschrieben, was actually hier nicht mal heißt. Die plottische Übersetzung, der erste zwei Übersetzung, dann tegen Gott Jünd mit den Heiligen Geist. Und der originale griechische sagt, Gott tegen Jünd mit den Heiligen Geist. Wenn es in der 14. Vers sei, wie das, was Paulus damit meint, er sagt, der Heilige Geist bürgt dafür, dass wir dort kriegen, was Gott uns versprochen hat. Der Heilige Geist bürgt dafür. Das ist ein Gottseier. Hier so, aber ihr mal, wenn du wer wo eine Kredit fragst und das ist noch nicht bekannt, und denen ist noch nicht das untervertrauen, denen mal eine Linie der Kredit dort geben, dann wird man mal einen Aval gefragt, einen Gottseier. Ein Co-Signer. Wat mij mal einen Gottseier gefragt. Und der Gottseier ist muss so jährlich als er selbst im Sturm ist zu betun. Und so was dann passiert ist, du nur wo Gott, der Gottseier erst im Betun, du nur erst das Gottseier überhaupt jährlich. So, mit dort im Sinn, wir wollen ein bisschen mal gucken, was der nie von den Heiligen Geist sagt. Er sagt, der Heilige Geist bürgt dafür. Sieh, der bürgt, das ist ein Gottseier dafür. Wo soll ich du abgehen, wenn der Gott sagt? Hier ist nun ein Jung, das ist 18 Jahre, darf noch nicht Kredit. Das ist noch nicht bekannt. Der will sich nicht in Fertigkeiten, aber dem fehlt der an Tooling mehr. Den sein Papa über war, der hat vor Jahren alle wegen Kredit gehabt. Der hat eine gute Reference rein alle wegen. Und so das Jung, der fährt allein in der Agenzie und der will sich durch in Fertigkeiten und dem fehlt eine Credit-Line zu dort und der kann nicht. Der hat keine Reference dazu. Warum fragen sie den, oh ja, hast du wen, wer du wird für die Geld sein? Oh ja, mein Dad. Da hast du gleich auf 50 vor dir gekauft.
wie der Salja kennt sie. Noch nie nicht in der Tooling hingerstallig geblieben. Da sag ich, mein Dad, der wird gut sein für mich. Oh, sure. Die kann mit seinem Dad oder 3 Jahren, der darf nicht mal selbst auf was unterschrieben. Diese Havel hat so bewiesen, dass ab am ersten Vertrauen, all diese Jahre, das ist ein bisschen menschlich gedacht. Wo wird wir den Heiligen Geist so viel Kredit aussprechen, wenn der Gott sagt? Wenn der Heilige Geist Gott sagt, das nicht wird ja sein. Das was Paulus hier meint, er sagt, der Heilige Geist bürgt dafür, dass wir dort kriegen, was Gott versprochen hat. Der Heilige Geist bürgt dafür, der sagt Gott dafür. Deswegen, weil wir nu alle seine Herrlichkeit loben. Wenn wir sollen für unsere eine Radung Gott sein, wie sind es das 18 Jahre jung, was noch keine jährliche Referenz hat, dass er überhaupt kommt. Keiner vertritt den Wort an. Wir sind da, was noch kein Kredit haben. Aber das erstmal, wenn durch ein Steuerreich kommt. Und in das Beispiel, was ich jetzt hier habe, nehmt mir das dafür, und das sehr gierig. Wegen even das Führer, was wohl so eine gute Referenz hat, der kann einen Tag nach ganz bankrott gehen. Even ab den erst nicht mal zu vertrauen. Wenn er nicht eine Zeit lang hat, nach gute Kredit gehabt, der kann auch in einem Jahr alles zu Grund gehen mit seinem Titel jetzt haben geht. Aber der Heilige Geist nicht. Gott, sein Geist bleibt ewig bestehen. Der ist von Ewigkeit her gewesen, der wird von Ewigkeit her bleiben. Und Gott hat noch nie nicht gefeiert mit seinen Versprechen. So, nun wollen wir uns den Vers noch einmal lesen, mit dort im Gedanken. Der Heilige Geist bürgt dafür, dass wir dort kriegen, was Gott uns versprochen hat. Das sagt Gott. Der Heilige Geist reicht sich nicht nur, wo Gott, dass er nicht alles nur kommen kann. Wo Gott das Wort betonen, sagt, wenn die nicht was betonen, dann will ich das betonen. Und der wird das all die Hafensten betonen. Ich sage, ich gebe nur alle Tooling. Und weißt ihr, was wir dort sein kann? Jesus Christus mögt all eure Tooling. Und für euch. Der hat die Tooling gemerkt, das ist vorig. Das ist nicht, dass wir nicht noch Sauen proben, die Tooling zu merken, und wenn wir das nicht können, dann wird Jesus sich noch kommen, noch einmal zurückziehen lassen. No. Das hat er auch. Die Tooling ist all vorig. So soll Gott gesagt auf der Heilige Geist. Er sagt, der gibt die Garantie, dass wir dort kriegen wollen, was Gott uns versprochen hat. Deswegen, weil wir alle seine Herrlichkeit loben. Nicht weil wir alle, jeden in Griechen, alle seine Herrlichkeit loben. In dem Moment, wo wir glauben, und Christus ist getätigt mit den Heiligen Geist. Gott tätigt uns mit den Heiligen Geist. Was ist die Wirkung von den Heiligen Geist? Dort hat man einmal eine andere Botschaft gehabt. Und wir würden vielleicht noch mal dort auf Port noch sagen, das ja von ganzen Thema. Was ist die Wirkung von den Heiligen Geist? Die Wirkung von den Heiligen Geist ist, dass Gott ist, dass wir uns das alle in uns wirken dat. So, wir glauben, und wir wollen mit den Heiligen Geist getätigt, Gott ändert uns. Und das ist der Heilige Geist, den wir uns versprechen werden mit der Garantie. Das ist eine Garantie, dass wir dort offen werden. Ab einem Tag, als es tut, Gott will gelobt werden für das. Und der wird auch gelobt werden für das. Weil uns müssen wir mit ihm tun. Wir sind nicht die ganz anratbarsten Menschen. Wir sind nicht da, ob die, was sie das wenigste Vertrauen haben, und uns verhebt jetzt zu raten. Aber Gott hat sich gewählt, uns zu raten, zu beweisen, wo reich er ist und genug. Das ist, warum Jesus sagt, die Menschen sind erst gleich gekommen für die Kosche. Das ist für die Kranke gekommen. Like, der wird keine Ruhe hier haben. Der wird sich nicht selbst weiten. Für das ist der gekommen. Wenn Gott nicht beschuldigt wird, Gott, die was bis für die Saal. Die sorgst bis einmal für die Saals. Die was bis alles einmal für die. Okay? Weil der hat das graag alles für sich einmal zu tun. Das ist ganz reich von her das. Aber hier ist es auch, Gott der will sich dann umhostig mal zu wiesen, wie und genug er ist. Und er will sich kriegt was sich keine genug verdient haben. Er will sich da, was der anrat wurde. Und der wird keine Hoffnung in Salz haben. Und da jetzt wollte ich das mal wissen. Ich will mein ganzes Aufgehört ab der vermerken. Ich wollte even mit meinen Sehnen bluten oben.
Ik heb mijn zin alles overgegeven. Hij is de oor en ik wil met al die mensen, al die. Want hij wordt helemaal niet gedacht dat hij verhebs ging te raden. Hij wordt met mijn zin te oor. Tim, dient wiesen. Wat ik in stand zie te doen, zegt God. En hij wordt dalle geloofd. Als hij jemals heeft kunt geloofd worden, wens God merkt sie nun groot doen met. So hij heeft een gevoel aan, einfach bloß man zijn gezicht te juiten en mensen te ändern. En dan vind je dus dat hij wordt gaan zijn Radung veliern. Dan wordt God maken deze verspreking aflassen. Den Teken met den Heiligen Geest. Want wie zijn met den Heiligen Geest getekend waren, dan wordt hij dat maar aflassen. Dan wordt hij den Geest met een treetragen. En dan wordt hij met de tooling, de deposit wat Jezus gemerkt heeft voor ons, dan wordt hij met uitlassen, dan wordt het met uitgestrekt worden. En dan wordt hij met zijn verspreking breken. Wat wordt het maken? Dan wordt hij met zijn verspreking einfach bis ganz breken. En dan wordt hij de garantie maken, cancelen, want wie nog maar wat gekauft hebben. En dat heeft 5 jaar garantie. Maar in dem Moment, wo wir das terugbringen, ein Jahr, dann schafft das auch nicht mehr. Und der sagt, no, das hat nicht doch auch Garantie. So wird Gott mit seinem Versprechen, mit seiner Garantie machen sein, den Tag, wo uns das fehlt. Dann wird das, der einzige Weg, wo wir unsere Radung können verlieren, und Gott wird alles mit in nehmen, was er all gesprochen hat, die Garantie, was er gegeben hat, alles, das wird er alle mit in nehmen. Und dann wird er mit dat hij geloof wordt op spel zet. En zijn ene noem wordt hij door op spel zet. Ezekiel 20 is een groot bewijs daarvan. De oorzaak ons de straf te geven wat we ons verdiend hebben, we een hingen het andermaal hingen het andermaal. Had hij al lang ons dat geven, maar wegen zijn heilige noem. Verschoon hij ons, weet hij, wat God hij dan nog is. Zijn noem is op spel, wanneer hij ons wordt versproken en ons dat niet geeft. So, das ist noch ein Beweis. Ein wahrer Christ, wer du erst getan mit den Heiligen Geist, kann seine Radung nicht loswerden. Wenn Gott seine Ehe hängt auf Spiel, wenn er das will tun. Noch ein Punkt. Ein Christ war eine Heiligung. Sie, hier kann man eines Leser klarstellen. Uns wird beschuldigt, Menschen sein, wir glauben nie an einmal gerat, einmal gerat. Aber die leiden nicht uit was wir damit meinen. Da wird einmal gesagt, okay, die sagen nicht, wir sind einmal geraten, nicht können sie leben, so sie wollen. Mit dort meinen sie gleich, dass wir nicht mit einer Heiligung passen. Mit dort meinen sie, dass wir gleich teilnehmen im Geist. Und mit dort meinen sie, dass Gott nicht an Strufen in sich dienen, dass wir auf einmal doch nicht so tun, dass Gott das gefällt. No, ein Teken von, dass wir in Christ sind, ist, dass wir in der Heiligung passen. Ein Teken ist, das Römer 6, wo Paulus hier sagt, in Antwort auf den Zweig beschuldigt. Wenn alles Gott tut, der Mensch kann nicht tun, und das ist ein Ding, wo ein Mensch gesündigt hat, Gott die bleibt treu, okay, was soll wir dann sein? Römer 6, Vers 1. Er sagt, was soll wir dann sein? Soll wir beim Sinn geblieben, dass der genau dadurch geraten wird? Auf keinen Weg. Wo soll wir, da wir für den Sinn tot sind, du wieder ben leben? Wo ist das überhaupt möglich? Wenn Gott in uns ist, Christus ist in uns, und sein Geist wirkt in uns, wo können wir in den Sinn leben? Das ist ein unmögliches Ding. Und wenn du wir kannst, in Sinn leben, dem Bohrer das reicht nicht. Dem wird nervös vermummt von den Heiligen Geist. Dann ist dort auch ein Teken, das ist nie nicht Gott sein Kind gewesen, das ist nie nicht in Christ gewesen. Das lässt dann sein, wo soll er hat Jesus im Herzen gekriegt. Das lässt dann sein, wo soll er sich geringt in Christ zu sein. Aber wenn das nicht ist, dass den Leuten Größel da geht, bis ohne Sinn zu denken, wollen wir sagen, ich will das noch einmal überlesen. Was soll wir dann sein? Soll wir beim Sinn bleiben, dass der genau durch geraten wird? Was das in wirklichen Christ, wenn ihr sonst das lest, geht der nicht eine Frost durch? Bloß umdenken in den Sinn leben. Ein wahrer Christ, den geht in Größel durch. Er sagt, auf keinen Weg, wo soll wir? Like mit einem Größel ab dem Rhein, seine Hüte, der holt taub, der grüßt taub. Er sagt, wo soll wir? Da wir für den Sinn tot sind. Like, das ist ein ehrliches Ding.
Want het hier redt van het woord dood, dat is einfach so een verkoemde ding. Een gestank. Wo kan ik toen nog een geval aangaan aan die zin? Dat wat we voor de zin dood zijn. Hier redt het van een Christ. Waar is dat mogelijk? En een punt, Tim dat bewijzen dat we een Christ zijn en dat God ons helpt, als krijg Hebreeën 12 vers 5, vers 7. Hebreeën 12 vers 5, vers 7. Da sagt es dit. En die hebben dat woord al vergeten, dat je moedmerk en onreed als zijn Kinder. Mijn zin, neem dat niet leicht, want de Herr je beleert en verzeel niet, want die van hem gestraft wordt. Wem de Herr goed is, trekt hij traag en brukt slee bij iederen zin, den hij opneemt. En dit eindelijk wat we zeggen, klaar maken, hij zegt mijn zin. Dit redt hij niet van mijn geloof, dit redt hij niet van een dag waar je vielleicht nog maar mijn zin zijn. Nou zegt hij mijn zin. Ik zie een voer wat er wordt een ram ja, van mijn kinderen. En ik bestraf die, en ik beleer die, en ik bewijs dat daarmee dat ik die niet in vrije walen doe. Zo hier ga je dat, want je hebt immer wel met die vrije walen pochen. Kinderen worden pochen met ihr vrije walen. En die hebben aber strenge ouderen, die gaan zaten schon met ihr gepocht, so vroeg die ouderen immer voor een dag komen. En zo, dan zeg ik, wem ik goed zie, den trag ik traag en bruk slee bij iederen zin, den hij opneemt. Neemt dat aan als belering. En hij God behandelt ihn zo als zijns. Hij behandelt ihn niet als Skloven, als Fremde, als Verbrecher. Hij behandelt ihn zo als zijns. Wanneer we eenmaal God zien zijn, zijn we een dag God zien zijn en een dag niet. God zien zijn, als zien zijn, en dat blijft zien zijn. En dat als God zijn mag, weer den held als zijn. Wo is een zijn, den de Führer niet stroof en traag helpt? En nu willen we maar dat jij in dat zijn. Wanneer we niet God zijn zijn sfeer. Wanneer we onze Radung würden können verlieren, dan wird Gott bis man abhören mit an Strufen. Da wird bis man bis abhören, da wird bis man ans Kaun lassen. Und das ist in der 8. Vers zu sein. Wenn Gott je nicht treu helfen wird, so als hij dort bei alle deed, dann sind je bittereierliche Kinder und nicht sehens. Wenn je nicht strufen und tragwiesen deed, dann sei je nicht mal seine Kinder. Und dort ist so viel gesagt, je sagt noch Kinder nicht, den seine Kinder gewacht. Wenn Gott ist stark genug, und wenn er sich will, in seine Hand nehmen, dann er belehrt den auch, und er ist stärker als die Sehen. Wenn die Sehen noch jeden an ist, wenn die Sehen noch eine Zeit lang sein eckig geht, sein einen war, Gott ist stärker. Und das, was der Trost hier ist, sagt, hast du das all vergeten? Und die haben das wohl all vergeten, dort geht Mutmerk. Gott lässt ihn nicht in freien Wahl. Want je wil met die vrije wel pochen al de ganze dag immer damit. Aber das ist Gott. Wer je Kontrolle hat, wenn die wirklich seine Sehens sind und wann er das nicht hat, dann sagt er, sei nicht mal seine Sehens. Dann halt das nicht, wo soll wir reden von, dass wir in Christ sind. So, das ist noch weiter ein Punkt zu sein, dass Gott ist, dass wir uns hält und struf und tragwies. Es war ein Punkt zu sein, wir können unsere Radung gleich verlieren, wenn wir wirklich seine Sehens sind. Und dann hier so, das letzte Punkt. In Christus ist je Garantie, dass er verherrlicht wird. Das ist eine Garantie. Dass in Christus wird verherrlicht wird. Römer 8, Vers 28. Römer 8, Vers 28. Hij sagt es dit. We weten dat God in alle dingen immer das beste werk voor die, die am Gott sind. Dat zijn die, die hij geroopt heeft, zoals hij dat wil. Ja man, wat hier zegt. We weten dat God in alle dingen immer das beste werk voor die, die am Gott sind. Wat zijn die wat am Gott sind? Dat zijn die, die hij geroopt heeft. Hij wil zich de Gott te zijn. En daar staat dat God ons Gott wird, kan we eerst nog maar eerst Gott gut sein. Was sagt Johannes? Sagt er, dass wir nicht unsere Leute für Gott, aber wir sind Leute für ihn. Dass wir sind Leute für uns. Das ist nicht, dass wir so eine schändliche Leute für Gott holen und dann
kriegt Gott mal Mut, uns auch mal zu leben. Das ist gerührt anders. Dort als Gott seine mutig große Leute für uns, dort wir schon mal Hauptjahr drei Leute. Und so, mein Sehen, hier so in Römer 8, Vers 28. Dort zijn die Herr geroopt heeft zoals hij dat wil. En met dit hebben viele Menschen Trouble. Die sagen, das ist nicht fair, oder die stimmen nicht mit an, und dann lassen sie das Ganze und Gottes einmal aus. Und wie kann ich? Wir können keine Verschiede lassen in der Bibel. Wir machen das rein alle nehmen. Und wir machen das nehmen für Gott sein Wort. Da sage ich, die er für Herr gewählt hat er bestimmt, seinen Sehen zu legen, dort die von vielen Brüdern mochte Erstgeborene sein. Und dann geht hier wieder. En die hem vooruit bestemd had, die heeft hij ook geroopt. En die hij geroopt heeft hij ook gerechtvaardigd. En wem hij gerechtvaardigd heeft, die verhalt hij dat hij herrlich wordt. En hier zegt deze vers, die verhalt hij. Dat is Plattdeutsch. Ik geloof dit Platt is met een zeer armenischen Zin überzet. De original zegt gleich zo staat. Die verhalt hij. Die zegt bloß, Gott deed dat. Wenigstens, laat me den mal auf Englisch lesen, das ist der NASB sagt. Und der NASB, in dieser Übersetzung ist der ganz nutzte die griechische älteste Übersetzung, die ich gefunden habe. Der dort ist der Vers, in these whom he predestined, he also called, and these whom he called, he also justified, and these whom he justified, he also glorified. He also glorified. Dat herin alle. Nu laat me den mal hier so op Plattdeutsch übersetzen. En die, wie hij een vooruit geroopt heeft, en die hij vooruit bestemd heeft, die heeft hij geroopt. En die wat hij geroopt heeft, die heeft hij gerechtvaardigd. En die wat hij gerechtvaardigd heeft, die verherrlicht hij ook. So, du sind gewisse Dinge, ich glaube, das muss wie sagen, Gebetsvoll doen, eine sehr große Weg ableiten, als stammt alle Übersetzungen, was immer von der Bibel wir haben dann haben wir eine Verantwortung, und dort auch, das haben Menschen übersetzt, die keinen Fehler gemerkt haben, manchmal sind die mit Fleetfehler geworden, manchmal sind die nicht mit Fleet geworden. So, wir können keinen so hastig beschuldigen. Aber unsere Verantwortung ist, wo wir trägt, können wir gehen. Mit alles, was Gott uns von der ersten Tag gibt, mit der Technologie, das nicht von der ersten Tag so leicht, das kostet mal nicht. Das kostet bloß Arbeit. Dass wir zurückgehen, so weit nur grooven, als wir können. Dass wir ein mit dem anderen übersetzen. Und wenn wir hier wollen, so eine Wirt sagen, die verhalten, dann sagen wir in dieser Gefahr. Und ja, Gott wird, Gott hält die, aber dann macht die noch das Ewige. No. Sonst sagt der Original nicht mehr. Er sagt bloß, die, was er gerechtfertigt hat, die verherrlichen auch. Er sagt nicht mal, die Verhalten, dass er kann herrlich werden. Die verherrlichen, dass er das Gott. Mit ein Wort dazwischen sagen, er mit ein Wort wegnehmen, er mit ein Wort bis unterstreichen. Wenn Gott sagt, ich war, und wir sagen dort eine Wort, wir nehmen das Wort fort, und wir sagen, du bist ich will, dazwischen, dann haben wir da auch was ganz anderes von mir. Das ist, warum das so gefährlich ist, und das ist, warum wir diese Warnung, was Johannes in Offenbarung du Jeff sagte, ich warne in jedem ein. Dat die, wer du wordt wat toezaten, te dat boek, en ik neem dat aan van de Bibel. Bij dem wordt God ook de plek toezaten van dat wat in dat boek geschreven is. En bij dat wat du wat wegneemt, van dem wordt God ook zijn poort van de Gottes wegnemen. So wir haben euch die Freiheit, du wat wegnemen, maar wat meint dat? De Freiheit von der plattdeutschen Bibel wegnehmen, oder de Freiheit von das so weit Original, das was wirklich Gott sein Wort ist? Das wo wir noch hingehen. So, was ich würde mal in seine Bibel übersetzen. Wir würden ja unsere eigene Version abstellen. Und ich will mal das sagen, das soll so reden, als ich will, und ich gebe nicht Acht auf das Originale. Ich stelle es mal so trage, dass das soll mir passen. Wat je wat aan daar krijgt dat we voor Johannes doel warnen net. En viele Übersetzungen sind einfach meskrig abstehen mit denen was ich übersagt. Dat soll mit du noch anpassen, sowieso all gut ding. Du musst wir uns für heute, dass wir uns nicht looten mit uns dort mitreden. Und so wann ein Christ seine Radung verlieren kann,
dann stimmt Römer 8, verstehe dich nicht. Und hier reden wir von dem Wort Christ. Wir haben ja all diese Punkte besäumt, was im Wort Christ ist, was denn passiert ist, was Gott an denen getan hat. Wenn ein Christ, im Wort Christ kann sie eine Radung verlieren, dann stimmt Römer 8, verstehe dich nicht. Dort müssen wir entscheiden, sind wir reich oder ist die Bibel reich? Wir Menschen können alle reich sein. So, mit dort sehen, wenn es dann wird Gott nicht garantieren kann, dass er uns Wort verherrlichen, dann wird er all diese, dass er uns ein Verriet geraubt hat, alles, das wird an alle Mann in Fenster geschmiert. Dass Gott sich das gewählt hat zu tun, dann wird das alle Mann in Fenster. So, ein Christ kann nicht seine Radung verlieren. Ein wahrer Christ kann nicht seine Radung verlieren. Sieh, alles, was in wirklichen Christ passiert, ist gerade in der Bibel abgeschrieben, von wem das kämpft und wer das getan hat und wie allmächtig der ist. Wenn wir eine Liste haben von Gott seine Eigenschaften, Gott ist allmächtig, Gott ist allweitend, der hat alles in Verriet gewusst, den seine Eigenschaften betont sich zu studieren. Okay, nie als hier, der hat wirklich an Christus geglaubt. Der hat wirklich geglaubt, der hat den Helden Jesus gehabt, der hat das rein alle, der hat das rein alle, und einmal hast er das nicht. Wo ist Gott seine Allmacht geblieben? Wo ist Gott seine Allweitend geblieben? So, wie viel von Gott seine Eigenschaften wurden der einen nach dem anderen aufgelöscht? Wenn wir auf einmal nicht mal Gott die ihr sprechen, sagen, Gott hat alles in der Macht, der fängt an, der merkt vorig. Ein großer Part von Gott seine Eigenschaften wurden von der Tag gleich in Fenster geschmiert. Und wenn du noch mal was angeboten, wir wollen mehr von Gott lernen, dann haben sie bald was wichtiger, was du wichtig ist. Woran? Denn sie kann Gott nicht lieben. Kein natürlicher Mensch kann dort lieben, wer Gott ist. Das heißt, von der Natur ist Gott seine Feind. Und dass überhaupt ein Mensch noch was von Gott hält, dass er überhaupt noch horchen hat, dass er überhaupt noch glauben hat, das ist alles von Gott. So wie das in Römer 8 sein. Hier so noch wieder vor. Oder wie es Römer 6. No, Römer 5, entschuldigt. Römer 5, wo er das so sagt, klar sagt, als wir uns selbst nicht halten können. Römer 5, Vers 6. Als wir uns selbst nicht halten können, starb Christus für uns Gottlose terreichte Zeit. Und das wird hier Gottlose, das hat eine ganz besondere Bedienung. Gottlose, wie Wohners von an. Wir haben keinen Gott, wir haben kein Leben in an. Wenn ein Mensch lebt, das einzige, wo ein Mensch leben kann, ist, dass Gott ja am Leben. Wir werden gottlos. Wir werden geistlich tot. Geistlich können wir nicht tot. Und so, du sagst wieder, dass wir uns selbst nicht halten können. Gott tut das rein alle. Er fängt an, er merkt das auch fertig. Und wir wollen uns noch hier noch zum Schluss ein paar Dinge betrachten. Römer 11. Es muss sein, wo du noch handieden da. Muss sein, dass das sein mag. Römer 11, Vers 29. Wils wat Gott gegeben hat und berufen hat, jet nicht treten zu nehmen. Habe ich das einmal gehört? Wils wat Gott gegeben hat, was dort versprochen hat, jet nicht treten zu nehmen. Was er fast bestimmt hat, das jet nicht zu ändern. Gerade als je Gott zu einer Zeit angehorsam wären und nu aber sind begnadigte geworden, weil Israel angehorsam ist, Jerusalem sind je nu angehorsam, Jerusalem sei nicht angehorsam, dat sei durch die Genur, der jent bewiesen wird, auch können begnadigt geworden. Gott hat alle als ungläubig gestempelt, dat er allen Mitleid beweisen kann. Da haben uns alle als Ungläubige bestempelt. Meint dat die Menschen waren alle ein Tag im Himmel sein? Wel, ik kon het zo vinden, die waren zonnen zijn, die waren verloren gegaan. Maar ik vind in dezelfde tijd vind ik ook een aantal waarheid, van niet alle rassen falsch stammen spreken. Wat is dat dan wat ons niet moet geeft? Dat we überhaupt ertoe komen, dat we aan Jezus Christus geloven.
dat we überhaupt kommen, dat hij ons geraubt hat, dat hij ons dit am hart gegeven hat. Dat is al meer als wat we begrijpen kunnen. En wanneer hij zich dit even geteld heeft, dat hij dit wel doen. Dat hij dit wel doen, wer zou wie hem am abhouden? Maar dan zijn er dingen, wo we met lichaam beschuldigd worden, wat ze zeggen, die willen dat über jaren bewijzen, dat we onze Radung verlieren können. Erstens, er zijn twee gewone dingen, wo ze meermaals abkomen, zum sagen, die Mensch kann seine Radung verlieren. Ein Christ kann seine Radung verlieren. Das ist das. Ein Christ, wird aber von den Christen, der wird bis in Sinn wiederleben. Die tun nicht Büsse über ihre Sinn. Der wird bis in Sinn leben wiederführen. Ein Christ wird bis in Sinn leben wiederführen. Das heißt, kann der ihre Radung verlieren? Ein Christ, der wird bis den Glauben ganz und gar aufsagen. Der wird den Glauben an Jesus Christus aufsagen. Weißt ihr, was hier der Trouble ist mit seinen Frauen, ist das, die glauben, dass der wird in Sinn leben, wird nicht Büße tun, und der wird verhebt sich mal im Glauben sein, die teilen, dass Christen, das ist der größte Fehler. Wir machen dann denken, dass sind nie nicht Christen gewesen. Das sind auch nicht nur Menschen, die wir können als Beispiel bringen und die Radung verlieren. Ich habe verstanden, was wir meinen. Und das hier sage ich, ein Christ, der wird bis vervoll wieder in Sinn leben, der nicht mehr Büße tun. Weißt ihr, was für ein Trouble ist mit seiner Frau? Die Frau wird gestaltet, wird ein Christ wird in Sinnen lebt und nicht Büße tun. Warte, aber bist du eine Wut Rittlarsch? Da bist du, wo du sagst, ein Christ, weil du bist ein Mensch waschen sagt, okay? Wenn du hier nicht den nun Christ waschen. Okay? Ein Christ, der wird überhaupt nicht mehr glauben, der an Jesus Christus. Du machst auch nicht den nun Christ waschen. Wir machen daran denken, dass diese Tal wäre mit milden Bekenntnis hier, dass das ein Christ ist. Okay, met dat moeten we nog helemaal waar trainen gaan, wo we anfangen. Al diese dingen wat mensen nog kunnen doen, dat het zal een Christ lopen. En mensen gesetzlich zijn, en je dingen nu komen, en zeer religieus zijn, al die verschiedenste dingen. En wanneer we geloven, dat is een Christ, dan hebben we nog niet begrepen wat een Christ is. Een Christ is wem door de ware Geburt passiert. Nicht de ware Geburt ohne. Hij passiert deze ware Geburt. Laat me je maar fysisch vertellen. Ik ben geen physische Geburt. Wat doet je today? Geen physische Geburt. Wat doet je alles today dat je maar best maar kan geboren worden? Niks. Wanneer wil je dat je wil geboren wordt? Wer nimmt die Entscheidung? Dat neemt niet maar jezelf, dat neemt je Eltern die Entscheidung. Die Entscheidung neemt je niet zelf. So, en dan moet we zijn dat we God wat de Entscheidung neemt. God roept je van ver dem, dat hij de wereld in grond leert, dat je wil geboren wordt. En met noemen alles. Want ons dat nog niet moven, dat weet ik niet. En zo, hier zeggen we dat we kan niet allen een Christ naam. We kan niet allen talen dat een Christ is, wer zich een Christ naamt. En ik denk dat als 1. Johannes 2 vers 19, 1. Johannes 2 vers 19, wo dat zo klar is, dat niet al die deze Christen naam Christen zijn. Johannes 1. Johannes 2 vers 18. Hou du mal anfangen te lesen. Kinder, der letzte Stunde ist hier. Und die haben gehört, dass der jeden Christ kommen wird.
du sind al viele jene Christen gekommen, du wegen weit wie dort die letzte Stunde hier ist. Die sind von uns mehr dritt gegangen. Das sind jene Christen, die sind nicht mal mit Christus mit einverstanden. Die sind nicht mal darauf, dass Christus soll die kriegen, no, sie selbst haben so viel getan zur Erfahrung. Das sind jene Christen. Er sagt, die sind von uns mehr dritt gegangen, aber die wären nicht von uns. Habe ich hier verstanden? Wenn die von der uns gewas wären, wären die bei uns geblieben. All diese, was ich da in der Gruppe mitteilen, Christen zu sein, die gehen auf einmal rüt. Das sind nicht von der Sinne gewas. Die wären nicht von uns. In den ganzen Zeit, wo sie noch mal uns gewas sind sie kommen nicht von der uns gewas. Das war, was du sagst, was du sagst. Aber diejenigen rüt, dort zu sein wird, dort sei nicht von der uns wir. Aber jemand hat Christus den Heiligen Geist gegeben, und die weiten die Wahrheit. Hier in dieser 20. Vers sagt er, nicht zu dir, was den Heiligen Geist haben, aber die weiten dort, wird das erst. Die weiten dort, dass die nicht selbst geraten haben. Die weiten dort, der einzige Weg, dass die überhaupt können geraten werden, dass wir Gott seine anmutlich sagen, genug. Und dort ist, wo Paulus in Gebet wird, dort soll das machen verstehen. Und ich will hier zum Schluss, uns mal dort mit mir. Du sagst, ich will noch viel mehr Punkte haben können, zu das haben, von dir. Aber das nimmt nervös ein. Paulus in Gebet wird, dass sie das verstehen können, wo das überhaupt kommt, dass sie im Glauben wird. Und wo groß die Versprechung ist, was Gott gegeben hat. Das ist die Hoffnung, die lebende Hoffnung, was Gott durchführen. Er wird das fertig machen. Er hat das angefangen und er wird das auch fertig machen. Das ist immer dem weltlichen Christen Trost. Das ist manchmal, wir besäumen uns selbst, wir kommen so kalt, wir sind nicht so ermutigt mit uns selbst. Aber wir finden den Trost auch gleich in uns selbst. Wir finden unseren Trost in dem, was Gott versprochen hat, das, was er gesagt hat. Übrigens, er ist treu zu das, was er versprochen hat. So, wenn wir hier nicht gucken, dann, was Paulus hier zu der Epheser sagt, Epheser 1, Vers 15, fangen wir lesen zwei an. Vandaan als ik van jullie geloven aan den Herrn Jesus hier en wo je alle heilige Gott sind, hier ik niet ab für jullie te danken und für jullie te beten, dat de Gott von unseren Herrn Jesus Christus, der herrliche Vater, jullie mochte an sich, den Jes von Weisheit und an sich geben, beter kennen zu lernen. Und wenn das hier redet von beter kennen zu lernen, dass jemand machen vertrauen haben, jemand machen abkicken, wer ist das Gott, und dass jeder machen sein kann, jemand auf den ersten vertrauen. Das, was er sagt, dass die machen das sein, wenn Gott was gesagt hat, dass die, okay, dann darf mir dann auch nicht wieder explainen, wo immer er das ist gut. Die war das all durchführen. So ist zum Beispiel, wenn Cornelius nicht auf einmal hast, der Camp hier schwindet her und sagt, ja, man schwindet in den Schlitz. Das ist fertig. Ich kann Cornelius, ich weiß dort, auf den ersten vertrauen, der darf mir gleich mal lang explainen, was er will. Ich kann nicht sagen, das ist eine Emergency, ich schmiede in meine Schlitz, vamonos. Ich kann vertrauen auf den. Warum habe ich vertrauen auf den, wenn ich kann nicht? Weil das, was Paulus hier sagt, dass die machen Gott besser kennenlernen. Und was für eine Hinsicht kriegt ihr bei diesen zwei Sachen erzählt. Dort wir machen einfach, wenn Gott Dinge tut, gleich erstmal eine Antwort haben von Gott, warum. Dass wir so ein Vertrauen auf Gott haben, Gott, okay, ja, sure, ich weiß das, die weiß, Gott, ich weiß kriegt, was die tut. Ich kann keinen Zweifel. Paulus und Silas, wir in einem Gefängnis, und das erste Part von dem Gefängnis. Wenn sie nicht Vertrauen gehabt haben in Gott, wenn sie nicht Gott gekannt haben und nicht Gott vertraut haben, dann haben sie in ihr gesagt, du sei ja ermutigt zu sein. Aber no, danach sagen sie leider Gott zu loben. Und andere wie Leute sagen, leider Gott, die wollten kriegen, was die das. Die wollten nicht, was die das, aber die wollten kriegen, was die das. Wie kann auf die vertrauen? Was immer die mit das was Gott? Du weißt wel, wie die loben. Und das, was Paulus in Gebet wird, dass vertrauen mag immer da auf Gott sein, dass sie machen immer da diesen Gott kennenlernen. Und dann sagt er, mag er jemand den Ansicht geben mag er jemand den Ansicht geben, Hort zu vernehmen, wo groß die Hoffnung ist, dass er für jemand Reut hat und wo groß und herrlich das Aufgott ist, dass er alle Helden in Christus gekriegt haben. Schau mal, wo groß das Aufgott ist, das ist doch Reut für jemand. Jesus sagt, ich fahre ab. Jeder steht Reut zu mir. Und wenn ich nicht all Reut wäre, würde ich Ihnen das all gesagt haben.
Aber der hat al von Ewigkeit her, die stehen da rein. Von jedem ein, was er geraubt hat. Er sagt, in dort die begreifen können, was für eine riesige Kraft Gott in ihn wirken lässt, der wir an glauben. Der wir an Christus glauben. Das mag ich, sagt Paulus, ich bete einfach dafür. Dass die das machen begreifen, like, was für eine Kraft hat, dass die braucht, dass überhaupt so ein Jahr, dass die glauben da. Weil was fangen wir in Römer 8? Hij hat das von Ewigkeit her also bestimmt, dass hij das wird es das tun. Hij führt das alles aus, hij bestimmt das, und hij führt das auch den Zweig aus. Dat is dezelfde geestelijke kracht die hij bewijst als hij den Heiland van dood opwekt en besiegt de rechterhand den höchsten Ehrenplatz im Himmel geeft, hoch über alle Macht und Gewalten und alle Kraft und Herrschaften, die genannt worden können in dieser Welt und an die er noch kommen wird. Wow. Dat alle van ons. Ons heeft dit te deze oven gemerkt. Paulus in gebed, als ik mocht dat je dit begrijpen kan, kijk maar wat God eruit heeft gedaan. En wat je wat, je grater ans dat woord. Je grater ans God zijn verspreken woord. Je wendt je niet af ans de dingen hier van deze wereld. Meint dat we dan nu aanmoedig gebruiken, de dingen, zolang we nog op deze wereld gebruiken? No, we gebruiken die niet meer, ja, als eerst. Wens even dort zijn we aan als een geschenk van God. Dat we gaan een schief scholen voor ons. Dat we door een kuffel water gaan. Dat is een geschenk van God. Like, alles vangt ons schijner te smaken. Alles vangt ons smaken te laten. Groß dat wordt reiner. Like, wow. Wegen God heeft dat gemerkt. En dan heeft ons ook dat over je leven versprochen. Verstoel wie dat? Hoeveel weet het is? Dat hij ons gewählt heeft. Wat groot wordt ons dit? En wanneer een persoon is, die kan een twijfel nemen. Is dat unbedingt dat hij zijn Radung verloren heeft? No. Maar die vrouw is, waarom twijfelt een mens? Heb je nog niet Gott aangeleerd? Heb je nog niet dat Vertrauen in Gott gesagt? Ik wil hier een warnen. Wanneer we werkelijk nog een twijfel hebben im Hart, en wie weten nog helemaal niet neef, heeft God mij gewählt oder heeft hij niet? Lees de Bibel, wat het zegt, kijk maar wat hij ihnen versprochen heeft. Weet je wat, dat alleen, dat we bezorgd zijn als we gewählt zijn oder niet. Dat alleen, dat we bezorgd zijn als eigen Christi oder niet, dat is al een bewijs, kijk maar wat God doet. Wie geeft die bezorgnis aan? Van wie komt dat? Ik heb mal een laatste Beispiel gehad über sonst dit. Dan hebben mensen zelfs gemerkt de Radung. Dan is die mal in een moment, wo je was, wo ze een evangelisation hadden, dan is die in Ferien gegaan, dan hebben Jezus hem hart gekregen, dan hebben dat hängen in de Bibel geschreven, wat van doten dat wird, en dan laat dat twijfelt dat. Waarom zal niet twijfelen? Want hij verlaat zich bis op dingen wat hij zelfs gedaan heeft. Dan wordt hij in Seelsorge, ja. En zo'n Seelsorge wordt mensen nervös zo voor. Dan vraagt de Seelsorger den, aber hast du jemals mit Jesus im Hart gekriegt? Na ja, ich habe. Meinen Sie das gleich ernst? Aber ich glaube, oder dann sagt du so tun, was die nicht badern lernen. No. Dann muss die Trainer den Moment kommen, dann muss die kicken in die Bibel lernen, wo die den Duden hast geschrieben. Excuse me? What? Nicht so die Träger, die war ab die Salz vertrauen, ab die falsche Bekehrung, was die Daniel gemerkt hast. Wir müssen trainen in die Bibel gehen. Und kijken, wer die wirkliche Radung in uns wirken lässt. Haben wir jemals begriffen, wann Duden das Krieg passiert? Ist wie dort den Duden verjeten haben oder nicht. Dort merkt uns nicht so ein Sinn. Erst wie noch nie stehen in der Radung. Das, was wichtig ist. Haben wir gewusst von dann. Manchmal, was im wirklichen Christus passiert, das vielleicht so langsam zum Glauben gekommen. Das ist immer mehr mit so klar geworden. Das ist immer mehr. Ich habe nicht mal so klar, like, wann kann meine wirkliche Wahrheit passiert sein? Like, einer weiß das nicht krank. Like, das gradually. Die kriegt den Wort, die kriegt immer mehr eine gratere Klarheit. Die immer eine gratere Klarheit. Der Heilige Geist überzeugt den immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und ich komme in der Zeit, dann wird wenn er soll Dutens erwähnen, wann am dit und dit passiert ist, dann ist er der weiß dann meist nicht mal woran. Dat heeft met de Heilung te doen, dat heeft met te doen dat God werkt en werkt en werkt in den. Maar dat moet zijn een kind.
Dat is niet al 3 jaar oud, of 5 jaar oud, of 5 jaar oud. Dat is een kind. En wie vragen dat kind, wanneer bist du geboren? Dat kind kan ons actually niet immer werkelijk zeggen wanneer dat geboren is. Dat moet wie zijn, wanneer geboortsdatum wird, wegen zij zelfs weten dat niet. So, maar dat zijn. Wanneer een mens een twijfel heeft, en hij weet niet krijgt wanneer hij diesen Moment beleefd heeft van deze ware Geburt, is dat so wichtig, dat we krijgen in een Moment maken die een denken wat van die Gefühle ik dan durchging. Nou, wat wichtig is nu te kijken. Heeft mijn Glauben teilgenommen? Was ik nog immer im Glauben? Zie ik nu dollar om 4 voor Christus, als ik dan een omvang wird? Waar we niet zijn, dan büssen doen. Aber die Sache ist, der Beweis, dass wir Gott seine Kinder sind, als wir wissen, wie kommt verder weg. Und uns merkt, dass wir gerecht kein Sorgen mehr, warum, wenn wir vertrauen, was Gott gesagt hat. Sehen hat uns gerechtfertigt. Und das ist unsere Hoffnung. Hoffnung lässt uns nicht schon werden. Das ist eine lebende Hoffnung. Wir können nicht jeden uns sagen, Petrus, hast du irgendwo, was uns kann von Gott seine Leute wegnehmen? Absolut nicht. So, das ist, was ich würde wollen, dir ein mitgeben. Diese Hoffnung, was wir in Christus haben, dass heute der Radung auf euch fängt, dass heute fertig merken wird und heute hält uns zu werden. Das ist die lebende Hoffnung. Und wenn wir auf einmal machen, auf uns selbst vertrauen, nicht soll wie die Radung festhalten, die was bloß Gott geben kann. Nu is dat van mij afhängig, wo standhaft ik niet wil zijn. Weet je wat, den dag waar ik op de proef gesteld word, dan word ik wel meelig afzag. Maar wanneer God in den Moment mij sterk hält, wanneer God in den Moment mij helpt, en dat brengt mij durch deze verzekering. Hij zegt, hij laat $10 verzorgd worden als hij vertrouwen kan. Dat is een verspreking. En ik wil dit best wel zeggen. Die martieren wat voor ons geleefd hebben. Die wat ihr Leben gegeben haben für den Glauben. Wann sei das in ihre eine Kraft von Silber am eng standhaft bleiben, sagen mir, wer wird sein standhaft geblieben? Du sind so eine, was irrschlich auf so geloten, dass wir wirklich Christen, aber die sehen ihr Glauben auf. Die sehen ihr Glauben auf. Woran? Wenn es das Luther zu sein, wenn wir schon mit wieder studieren und erleben, dass wir eine ganz seltsame eine ganz seltsame Hoffnung, was die haben. Und da wir aber so nicht. Die hadden so Angst, wanneer het van mij afhängig is, wanneer ik zal bij op een standhoofd blijven, die wordt zo angst, ik word het niet kan. En in den Moment, wo dat eerst erop aankomt, dan weer door een andere kracht abend. En die hield die broer bij op een standhoofd. Waarom? Wenn Gott weiß, dat zij niet je wat je standhoofd blijven, ik hield je standhoofd bij op een. Deswegen wollen wir uns nicht packen, met waar standhoofd ik im stand zie te blijven. We willen abkijken op wer ons standhoofd helpt. Amen. Wir schließen mit dem Gebet. Himmlischer Vater, wir kommen hier nochmal für dich und wir danken dir für deine Anmut. Ich sage, gerade die Genot, was die uns hast lassen kommen. Und Herr, muss die uns immer gerade am Jahr und muss Paulus in Gebet in Erfüllung gehen. Was heute der Pfizer gebeten hat. Dass wir immer da machen, die kann dir, dass wir immer da machen, vertrauen haben auf die. Und dass unsere Hoffnung nie nicht mehr auf Salz ist. Himmlischer Vater, wir wollen einzig die Irrtau sprechen. En dat eindelijk du alle macht hast. En Herr, mocht die ons bewahren. Dat wir nicht fingerbreit auf uns selbst vertrauen. Aber Herr, mocht die dat geben. Dat wir mogen toenemen. In die Genot, in die Hoffnung. En mocht die ons dat geben, dat wann wir von die weggehen, wann wir auf einmal entdautig waren, dat die de voets met die Geist bist und die das Hebräer 12, Vers 4 bis 7 in uns in Erfüllung kommen, dass die uns strufen und sichtig in das und wir weten, dass das durch das. Aber Herr, gib uns in dem Moment Mut. Gib uns in dem Moment Verständnis, dass du bist, wer uns belehren wird und du bist, wer uns bei dem engen Stand aufhält. Herr, dass das die wir in deine läuft. Und die beten wir an und die danken wir dafür. Und himmlischer Vater, wir danken auch für alle Menschen, die dran uns sind. En Herr, wir weten dat ook dat de Sandtour im Wort die hast du. Aus dem Glauben sind oder nicht, die hast du wegen der Ursache. Und wir beten für dich, dass du musst die tragen. Und musst die in alle Kirchen mit allen Menschen sein. Musst die den Jes geben. Und musst die all die falsche Lehren,
was du so sagst, ab Menschen gebiet ist, ab Menschen gestalt, musst du dir alle rütschaffen. Und musst du dein Wort alle wen anführen. Dort, wo wirklich deine Kirchen sind. Himmlischer Vater, wir beten auch für dich, was du noch geschlossen sind. Wir beten noch dich, was du so sagst, ab Salz vertreten. Dort musst du auch du an der Arbeit sein, wie Ent. Musst die Ent dort auch wiesen, musst die Ent was du bringen, dass sie dort Salz sein kann. Sie kann gleich. Und musst die was in so eine Art bringen, dass sie einzig sein kann, dass bloß die enthalten kannst. Himmlischer Vater, wir beten auch für die Kranken, für die Regierung, dass die muss an alle Wegen die Welt ausführen. Und ganz besonders bete ich für die Dinge, was du eine schwere Zeit durchgehen. Ich bete auch hier ganz besonders für Bruder Isaac, dass die auch Heilung geben, dass die auch mit ihnen genug begleiten und auch die Ansicht geben, was das ist, was die an Arm ist und dass die das läuft ist. Herr, wir wissen, dass alle Dinge, die deinen ans zum Basen und alle Dinge, was du das, die hast du alle verrückt geplant, wo die was tun und musst die in jedem einen von uns den Mut und die Kraft geben, dass wir dabei bestehen, der was du leiden tun, musst du uns ein Hort geben für dich, was du eine schwere Zeit durchgehen. Herr, musst du uns das alle geben, dass wir so ein Volk sein für dich und die so loben und priesen, dort an die nicht uitgezaten ist, himmlischer Vater. Ich bete auch für all die, wo die all im Werk hast angefangen und die weten noch nicht wohin, und die zweifeln, die sind mit so Hand drei, Herr, musst du auch du so genug schenken, musst du so genug geben, dass jeder einer dort mag weiten, wo du zu finden bist. Wings Herr, du hast ihn all erst gesagt, himmlischer Vater, wir beten, dass dein Wort mag wirklich verbreitet werden, nach euer die Kamps. In Jesus' Namen bete ich das. Amen.